Okay, van der wil ik reden van andere mensen leven en niet de proberen te ändern. We zijn alle, zou je zeggen, wenn we van andere mensen wat zijn, wat die aardig dan wil we gleich in de hand te gaan en die traag te houden, die te zeggen dat het zit. En was het als dat een leven? Wenn we zijn dat die dan zichzelf wijmen dat, we zijn dat ze weer een beter leven hebben, wanneer die anders stijden. Maar dat is ganz klar so, als wenn wir ein Apfelbaum sein, und dann ja wie gleich ein Apfel, nicht? Und dann, weil wir den Apfel da aufplacken und an der Apfelsinen anhängen. Wir weiten, die waren bloß, die Apfelsinen, die waren bloß verfüllen, die waren da nicht wiederwassen, die waren da nicht riepen. Das hat in der Wartel geändert, wann ein Mensch soll wirklich ändern können. Und da wünsche ich, dass die Schrift soll lehren gegen Rechten. Ich will mal einen Abschnitt lesen von Johannes Kapitel 8, von Anfang, Vers 3. Da ist der Abschnitt von früh, was in Eihebruch gegriffen wird. Sagt er so, dann brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer in der Früh noch an, die zij beim Eihebruch betroffen hadden. En als zij door in de Maad handgesteld hadden, zeiden zij te hem, Lehrer, deze vrouw wordt beim Eihebruch gegrepen. Moses heeft ons im Gesetz dat Gebot gegeven, seine vrouw te steinigen. Wat sagst du dazu? En Jezus kämmert sich da gleich an. Hij backt sich dol en speelt da in de Ehe mit dem Finger. Hij deed werkelijk uitwijzen dat het asjenisch wat die doen, die willen bloß rechten. Hij kämmert sich da nicht an. Aber dann sagt het in Vers 7, aber als zij aanhielden, te vreuen, recht hij sich ab en zeid te hem, dem, wer van junt ohne Sinn ist, lot den ersten Stein schmieden. Wir als Mennoniten sind so im Gesetz abgetragen. Wir sind so, und wirklich nicht bloß Mennoniten. Alle Menschen sind so, dass wir haben das Gefühl, wir wollen besser sein als andere und dann do wir andere rechten. Und ob eine wahre Leben, dat andere Menschen nicht rechten, die dat nicht proben, Menschen zu ändern. Jesus selbst, wat dat keine Sinn hat, hij probt Menschen nicht zu ändern. Wann Menschen noch ankommen, dann wird er helfen. Wenn die noch halb Frauen deuten. Und so macht wir auch. Wenn wir eine wahre Leib wollen haben, wenn wir eine wahre Leib eifen wollen, dann do wir Menschen nicht ändern. Kriegen dann, wo klar wir das sein, dort was die dann selbst weiter und andere weiter. Wir proben danach nicht Menschen zu ändern, wenn wir haben selbst Fehler, wir haben selbst Dinge, was wir haben müssen um Krieg drehen, was Jesus hat betont für uns, da wir andere nicht rechten. Und ich weiß, ich habe den Trouble immer wahrer, da muss ich alle Tag mit kämpfen. Wenn ich sage, irgendwer das was immer belangt, was wir tun, das jammert mich eben. Nicht weil ich am sagen, okay, da muss das und dort in die Hand, dann wird die das scheiner gehen, oder dann wird das besser schaffen. Oder ich sage das andere Way, dann jankert mich sagen, hey, da das ab hier, man, das andere Menschen weiß, du wirst deine Freunde verlieren, du wirst nicht so ein schönes Leben haben. Und was ist das eine Life, aber das ist eine diebliche Life. Wenn wir andere ändern wollen, Jesus hat niemals probiert zu ändern. Er gibt dein Life und mit dein Life das uns zu tragen. Die Bibel sagt, dass es die Jüdigkeit, das Gaudet von Gott, was Menschen bringt bei dem anderen, Menschen zu der Beziehung bringt. Die Menschen bringt, dass die anderen wollen. Das hat nicht mit Dahlheit zu tun, das hat nicht mit Gerechtigkeit zu tun, das hat nicht mit zu tun, dass wir sein, was ohne Sinn Gott ist, dass wir ändern wollen, das ist, dass er uns gaudet hat, dass er uns die Jüdigkeit, dass wir immer weiter feilen, dass man, Gott ist uns gut, man, wieviel gaudet hat er für uns. Alle Tag kann ich in ein Haus schlafen, in ein feines Bad, mag ich Bad, und Tag, bitte ist es vielleicht kalt, oder bitte ist es heiß,
oder das regnet. Und Gott hat mich so gesehen, dass ich einen Tag schlafen kann. Alle Tage kann ich eten, so viel als ich will. Ich habe so viel eten, dass ich immer mal aufpassen, dass ich nicht zu viel esse. Anders würde ich bald 500 Kilo sein. So viel eten habe ich. Das ist die Jüdigkeit Gottes, was mich dankbar macht, was mich merkt, mehr als es hier werden sein. Und so soll wie auch sein, als Jesus wird, dort, wenn Menschen dort feilen, dort Corny Penner hat wirklich live, so würde ich auch gleich hinter sein. Dort ist, was Menschen ändern dat. Wenn wir Menschen, das diese früh wird, direkt beim Ehebrauch gegriffen, krieg in der Bibel sagt, krieg beam das down, rein uns nächtig wie die da in dein große Ehebrauch, und da an wird gegriffen. Erstens, furzt schämen sie sich. Erstens, furzt fällt sie sich schlecht, dass gegriffen wird worden. Erstens, furzt wisst sie, dass, okay, nu wird sie den Tod verschuldigt, nur das gesagt noch. Und nu wollen die Menschen auch dort killen. Aber was sagt Jesus? Er sagt, no, wenn je keine Sinn habt, und dort ist das einzige Weg, was irgendein Mensch hier bei ihr hat, ein Reich, investet ein Reich kriegt, andere zu rechten. Dort ist, wenn ich niemals einen Sinn getan habe, dann würde ich vielleicht noch das Reich haben, andere zu rechten. Aber ich habe auch viel Sinn getan. Ich habe große Fehler gemerkt. Ich habe Fehler gemerkt, was viele Menschen bei getan haben. Ich habe Menschen durchgerannt. Ich habe meine Sinn sind so groß als andere Ehre. Ich habe kein Reich, nicht mal dort verlangt habe, dass ich gerne Menschen will helfen zu ändern. Mein einziges Reich, was ich habe, das ist durch Jesus Christus, dass er meine Sinn vergeben hat, dass er mich so gelebt hat, dass ich die Leib gefällt habe, dass ich dadurch ändern konnte und nun ein besserer Mensch sein, als ich erst wird. Dort ist das einzige Reich, was ich habe, die Leib wiederzurechnen. Und so viel von uns, wie hier in der Geschichte von mir, okay, nu fall wie so Mann, ich will den Mensch verhalten, und die Feinde können so an uns andrehen, oh, das ist ein Leib, ich will dem halten, dass der besser auf ist, aber das ist nicht ein Leib, das ist ein geheiligtes Recht, was wir auf den Menschen sprechen. Wenn wir die Menschen reden darüber, dass die ändern sollen, dann do wir die Rechten, dann haben wir nicht die Leib, dann do wir mit Recht schaffen. Jesus reicht sich ab, als die Menschen nicht alle durchgegangen wären, alle sein haben, dass sie nicht würdig wären, diese Früh zu rechten. Dann sagt er den Vers 10, Jesus reicht sich ab und sagte er, früh, wo sind deine Verklärer? Haft die keiner verdammt? Sie seht, Herr, nicht einer. Und Jesus sagte er, ich verdamm die auch nicht. Go und sind nicht mehr. Also, wenn wir Jesus wären gewesen, wenn wir erst hadden gesehen, dass die Menschen alle rausgegangen wären und wissen, dass sie hadden nicht das Reich, das scheint von uns auf, zum wem rechten, zum wem proben merken zu ändern oder zum wem bestrafen für den Sinn, was der getan hat. Jesus wurde das Reich gehabt. Er hat niemals einen Sinn getan. Er hat immer das Ziel getroffen. Er hat immer das Reich getan. Also, in dem Stück wird Jesus auch sagen, okay, warum denkst du das? Was bewegt dich, das zu tun? Aber sie hat nicht eine Frau. Sie frug am nicht, dann hat Jesus danach nicht sagen, okay, du sollst das nicht mehr tun. Check mal, wofür du deine Kinder was du tun hast. Check mal, wo du den Mann was du tun hast. Check mal, wo du Jan Mann seine frühen Kinder was du tun hast. All die Dinge redet Jesus nicht von. Er sagt, wenn die Menschen dort erkannt haben, dass sie tatsächlich sind, die Rechten, dann rechtigt die auch nicht. Er erkennt dort, dass wir alle Sünder sind. Er erkennt dort, dass wir alle Fehler machen. Er erkennt dort, dass ein Mensch fehlt nicht an die Recht, dem fehlt das Leib. Er sieht bloß einfach,
okay, dann recht ich die auch nicht. Hij fragt nicht mal, wo du kommst über das. Was ist deine Vergäfnis, dass du sind, wo wein das sind, das ist sehr schlag. Hij fragt kein von der Frau. Hij sagt bloß, okay, wenn Jane die nicht verdammen, dann verdamm ich die auch nicht. Dein Leib hat Jesus und dein Leib so wie die Menschen haben, dass wir nicht mal Rot geben, wollte ändern, aber dass die Menschen eine wahre Leib von uns feilen. Und wenn die wahre Leib feilen, dann wollen die bei kommen, wo die mal einmal, wann sie im Eng sind mit das, mit ihrer Sinn. Aber wollen die bei kommen, wo die fragen, was kostet das? Wo wen bist du so ein anderer Mensch als andere? Wo wen? Das die mich nicht rechten. Ich habe das gehört, dass Menschen mal immer fragen. Sie sagen, du sagst, du sitzt wo ich das Zeit. Wo wen? Wo wen das du mich nicht verdammt? Wo wen kann ich nicht feilen? Wenn ich dir sehr weit getan habe, wo wen kann ich nicht feilen? Dass du mich da wirst oder dass du mich nicht vergeben kannst. Oder dass du schlechter von mir dachtest als anders. Das kann ich bloß gleich feilen. Und dort ist der Beleib. Dort ist der Leib. Und wenn Menschen bei dort kommt, dann kann einer der nur den Leib Gottes halten. Dann kann einer der halten und wiesen, was sie auch können Leib planten und auch bruchbare Marker ihrer Menschen waren. Weil wie es Jesus steht. Keinem verdammen, keinem rechten, keinem proben zu ändern. Weil wie die bloß, wo immer die sind, mit der Leib Gottes leben. Mit der Leib, was Gott in uns geplant hat, als wie am annehmen, als wie seine Dinge waren. Mit der Leib immer weich der Leib anregen. Und nicht rechten, nicht proben, die zu ändern. Wenn jemand was wird gewesen ist, dann schickt das wieder nach jene Freund. Es ist bloß dadurch, dass die das Ding wieder schicken, dass mehr Menschen das zu hören kriegen.